Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Wäre doch geil. Ja. Das so geil wäre. Pipi. Ich muss jetzt mal Pipi. Jo, ich friere dann Pipi ein. Okay. Das kann man nie zweideutig verstehen, weil ich sage, ich friere dein Pipi ein. Dusch, dusch, dusch. Ja, hat sie. Du Lüstling, du. Miauts. Ja, komm schon, gleich haben wir's. Jo, das Mauz ist platt. Du, 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 du. So, läuft doch. Außer es Xion. Naja, gut. 284. Team braucht noch ein bisschen länger. Okay, man denkt mal mit Xion weiter. Wow, den Orden sind super cool. Ja, immerhin schon 4 Stück, also Hashtag läuft. Du. Quapsel. Xion. Ja, Natur daneben. Blub, 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 blub. Xion, WTF, was ist denn los hier? Du sollst treffen, Alter! Geht doch. Okay, da schauen wir ein bisschen viel, wenn ich ehrlich sein soll. Aber egal, noch ein bisschen was drauf und dann Duplexit. Immer schön in die Fresse. Blub, blub, blub. Bei Domi stockt es gerade nur. Ja, was ist denn da los, Domi? Ist da dein Bruder wieder irgendwas im Updaten oder sonst irgendetwas? Oder liegt es echt in meinem Stream? Wobei, ja, das ist immer so eine Sache. Ich meine, so viel kann ich gar nicht einsehen. Ich sehe auf Twitch, wie es bei mir eigentlich läuft. Ich sehe OBS, da steht der grüne Bereich, verworfene Frames 0. Was noch mehr machen soll, ja, das ist echt. Ja, ich finde, als Stream müssen wir eigentlich noch mehr Einfluss drauf haben, woran es wirklich genau liegen könnte. Ob an Zuschauern, ob an Streamern, ob an einer Stream-Plattform, wie auch immer. Pikachu with a Level Up, sehr schön. Ja, aber hey, ist 1. April, von dem her lohnt es total. Wenn wir schon beim Thema sind, 1. April, hattet ihr heute irgendwie coole April-Scherze? Sprich, selber reingefallen, selber erlebt, generell, wo ihr aber sofort gemerkt habt, nö, muss ein Scherz sein, oder natürlich auch selber gemacht. Was war bei mir heute so los? Ja, gab im Prinzip die Newsmeldung von wegen, vielleicht kennt ihr auch Link's Crossbow-Training. Das gab es vor ein paar Jahren da, im Prinzip in Twilight Princess-Style. So ein Spiel, wo Link einfach halt mit so einer Armbrust geschossen hat und ja, gab es eben für Gamecube, glaube ich, oder was, glaube ich, wie exklusiv, aber wie exklusiv. Und davon soll es jetzt eine HD-Version geben. Mit Linkel drin und so, also sprich von halt Warriors Legends halt. Und die Newsmeldung kann man von mehreren Webseiten gleichzeitig, also nicht nur von einer, um sagen kann, jo, April-Scherz, okay, nee, kann von mehreren. Und die hat, glaube ich, bei vielen für Verwirrung gesorgt, von wegen, ja, ist das jetzt ein April-Scherz, ist es keiner? Ich würde trotzdem sagen, mal ganz ehrlich, so Link's Crossbow-Training, so ein Spin-Off quasi, eine HD-Version machen. Dann war es erst noch eine Wii-Version, ursprünglich gar keine Gamecube-Version mit Twilight Princess. Ja, nee, sorry, aber das ist, also wie ich behaupten würde, ein ganz krasser, zwar ein guter, das sicher, aber trotzdem ein April-Scherz.
Und da haben wir einen Domi 2.0. Ja, fast K.O. Und da kann der Windstoß hinterher. Aber der bringt nicht mehr viel. Ja, jetzt versucht noch alles rauszuholen. Vielleicht sogar mit einem Volltreffer noch, aber nö. Daraus wird nichts mehr. Und da kommt der Benny wieder mal daher. Jo, hat schon lange nichts mehr, der gute Benny. Es fehlt eigentlich auch wieder mal ein bisschen so ein Schlitzermäßig, wa? Als neue Attacke. So, mal gucken, was können wir hier noch alles machen, Leute. Wir haben die auch schon gemacht, da waren die anderen beiden. Schönheiten, in Anführungszeichen natürlich. Die Position von Items im Menü zu tauschen, jo. Das kommt jetzt mittlerweile, kommt der Tipp. Alter Schwede, ey. Ah, sehr, sehr spät. So, Zerschneider. Na, gucken, haben wir hier noch etwas Besonderes oder so? Bezweifle so stark. Och nö, ey. Knofenser, Knofenser, Knofenser. Als ich mache gerade irgendwie im halben Schluss. Oh, in den letzten 10 Minuten. Da haben wir gerade sehr, sehr müde geworden. Knofenser, Knofenser! Da kann ich auch mal den Stream neu starten, kurz Pause natürlich noch machen und dann läuft es vielleicht auch bei Tim und Domi wieder. Und bei vielen anderen auch. Ja, sag mal, Pikachu aus dem Weg. Das ist Teil fett teilweise. Bin unterwegs und habe Rückenwind. Tja, das ist eine Pokémon-Technik, na und? Die kommt zwar erst in etwa 2-3 Generationen, aber trotzdem. Habi, ja, Habi! Ah ne, das war ja radikal. Ah, ja, immer schön in die Fresse mit dem Silberblick. Und ein Taubsi kommt auch noch. Ja, 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 ja. Boah, wieder schön in die Fresse rein. Dankeschön. Ruckzuckhieb. Nein, ich will nicht. Nein, Benny. Benny. Tu mir das nicht an. Benny, tu das nicht, du darfst es nicht tun. Kann man schon Glut? Nein, das wird nichts mehr. Wirbelwind. Nö, ich tausche mal aus. Tim, kannst du bitte mal übernehmen? Dankeschön. Da müsste eigentlich eine Konfusion reichen. Jo. Tim muss das machen. Mit einer Konfusion. Yeah. Jo. So läuft's und nicht anders. Meint auch der Thomas. Ja, sorry, aber ist schon nach 10. Da kommen langsam die Flachwitze durch. So, besiegt der Vogelfänger. Der Wind dreht sich. Schön für dich. So, erst mal unseren Benny wieder ein bisschen heilen. Xion braucht eigentlich auch noch mal ein bisschen was, aber langsam keine Tränke mehr.
Sind bald alle auf Level 30, wir werden bald alle entwickelt und wir haben bald ein volles Team, ey. Gut, bis auf Pikachu, aber sowieso ein Fall für sich. Ach ja, wie geil ist das denn, bitteschön? Der Biker will fighten. Smogon! Benny! Wenn man doch ein bisschen wenig schauenreller sein soll, dann wäre Tim als Psycho-Pokémon doch sehr sinnvoller. Jo, sage ja, sehr sinnvoller. »29, geil. Und Tim hat 28. Und er macht direkt mal weiter. Natürlich immer heiter. Immer weiter und dabei heiter. Zack, Getriebsschaden, scheiße. Ja, nicht mein Problem. ...2000 Punkte braucht er wieder für ein Level Up. Dem hat er nicht mehr so viel, sehr schön. Kommen wir langsam mal Xion wieder an die Reihe. Pikachu! Pikachu! Ein Roboter! Pikachu! Und es geht weiter. Immer heiter auf dem Weiter. Ja, ja, und Teams kaufen, Farben besitzen noch weniger Personen. Wie gehabt, nichts Neues. Auch hier wieder mal. Da sagen sie noch starkes Domi 2.0. Ein Ibitag wäre eigentlich perfekt für unser kleines, nettes, süßes und nur wieder nerviges Pikachu. Oh, so ein Mist! Was haben wir noch alles für Trainer? Alter, die Route nimmt kein Ende! Oh Mann, ein schräger Vogel nach dem anderen, das glaubst du einfach nicht. Verschwindet, ihr Scheißvögel! Gut, ein Habitat dürfte eine Konfusion ausreichen, und zwar bei Taubsi auch schon. Da kommt sie ja schon wieder. Und ein Ibitag. Jo. Psystrahl. Also ganz ehrlich, hier Team trainieren natürlich wird sehr, sehr geil, weil das ist geil bei diesen Tausch-Pokémon, sag ich jetzt mal. Sprich, die sich durch Tausch entwickeln, wie eben Kadabra zu Simsala, Alpolo zu Gengar und auch Mashok und so weiter. Und dann Georock, das vor allem noch die erste Generation war. Bei denen ist halt echt das Geil daran, dass sie nach ihrer Entwicklung noch gleich viele Erfahrungspunkte brauchen für ein Level-Up wie vor der Entwicklung. Und auch die Attacken lernen sind auf gleichem Level. Also dem her sind Tausch-Entwicklungs-Pokémon eigentlich die geilsten von allen. Oder am geilsten zum Trainieren, einfachsten. Wie auch immer.
Wow. Hat es echt überlebt. Krass. Okay, es hat es überlebt. Ein Dodo. Ein Vogel, der nicht gut fliegen kann. Ohne Flügel, mit 2 Köpfen. Level 30, sehr schön. Ein Tauboger. Perfekt für unser Pikachu. Vor allem mit dem Donnerblitz. Ja, 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 ja. Was für ein Witz. Ich war zu schlecht. Ja, das kenne ich, Kumpel, das kenne ich. So, haben wir im Team auch schon Level 30. Wer fehlt hier noch alles? Müsst ihr eigentlich langsam echt alle mal haben hier. Der fliegt nach Hause, okay, soll er mal. Ja, sie müssen Steigattacken lernen. Das sage ich meinen Pokis auch immer. Und er sagt, er soll abhauen. Weil er mich einfach auf dem Kicher hat. Damit sie stark werden, müssen sie viel catchen. Okay, da fehlt noch. Die Trainer alle zu einfach. Ja, vom Level her eigentlich weniger. Also da wird es eigentlich schon passen. Wann sind hier gut? Sind nur 3 Level Unterschied. Und da kommt noch ein Tauboga. Tauboga, die Nummer 1 für mich und ich brauch dich. Aber ja, die Nummer 1 für Domi und er braucht dich. So, Level 30 auch abgeschlossen für ihn. Ja, Xion war nachher Domi und Benny sind zwar auch relativ schnell Level 30. Blub. Ja, okay, aber befürchtet, dass das nicht ganz reichen wird. Ja. Ja, ist gut, ich merk's, du tust mir gerne weh. Er tut mir weh, warum? Ein Ibitak, Spiegeltrick, bringt nix und tschüss. Bringt nix und tschüss. Muss aber schnell sein. Ja, wenn er nämlich Fliegen eingesetzt hätte, wobei sie erst 2 Rundenattack, ob das geklappt hätte bei 2 Rundenattack, ich weiß zwar nicht, aber wegen dem Schaden und so weiter, das hätte wehtun können. Die Luft ist raus aus ihm. La la la. Die Luft ist raus. Ja, was für ein Graus. Und wir kriegen ein AP+. La 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 la. Schau links neben dem Pfosten, du. Ich bin doch kein Vollpfosten. So, Leute, es ist gerade 10:30 hier im Stream. Ich würde da sagen, wir beenden den Stream hier. Das heißt, die hier gerne noch mitlesen und mich gerne mithören und so weiter live. Könnt ihr schon mal von YouTube verabschieden, weil nach diesem Typen hier werde ich den Stream dann für heute nochmal beenden. Und damit natürlich auch die Aufnahme zum Live-Let's Play. Ein Domi, ja, es fliegt empor. Ja, es kann fliegen.
Ein Dodo, okay. Ja komm, Domi, komm schon, ich will noch ein Level Up. Sehr schön, aber wie sieht's aus? Ja, das Level Up noch für Domi zum Schluss. Geil. Noch ein Ibitak, das könnte ich jetzt eigentlich direkt mal Xion geben wegen Eisstrahl. Dann kriegt er vielleicht auch noch ein Level Up. Spiegeltrick, bringt nix. Eisstrahl. Oh oh. Ja gut, Eisstrahl bringt natürlich bei Shilok nicht viel. Wie so ein Wasser-Pokémon. Natürlich Volltreffer. Ja, aber es könnte auch anders sein. Gut, ich sehe gerade im Chat, sind vermutlich schon alle im Pennen oder sonst irgendwie gerade beschäftigt. Das ist eine Bruchlandung. Jo, irgendwie schon, wa? Gut, dann machen wir im nächsten Part direkt an der Stelle hier weiter. Westen Fuxania City. Jo, nächster Part dann, eine erste Aufnahme zum Live-Let's Play, wenn wir natürlich nach Fuxania City noch aufbrechen. Aber halt eigentlich nur diese Route mit den ganzen Trainern noch mitnehmen. Dann gehen wir zurück nach Prismania City, wenn wir dann den Fahrradweg nehmen. Nach runtersliden, das Ganze halt für ein bisschen Level Up und Training halt, wie gewohnt. Und dann, jo, nachher denke ich wieder mal ab nach Saffronia City. Halt im Prinzip, obwohl müssen wir überlegen, wegen Level Up, also wegen Levelverhältnis vom Arenaleiter her. Aber eigentlich müsste ja die Arena von Saffronia City vor der in Fuxania City kommen. Also eigentlich, man kann es doch umgekehrt machen. Muss mal gucken, nachdem natürlich wer der höhere Level hat. Vielleicht wäre es echt epischer, wenn ich halt Saffronia City nachher mache, auch wegen storymäßig und so weiter. Jo, in diesem Sinne wieder mal. Danke fürs Zusehen, auch hier im Stream natürlich und ja, Let's Play auf YouTube sowieso, also beides halt in diesem Sinne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!